gesagt, dass schon eine wunderbare Gelegenheit, die es heute zusammen feiert. Und erlaubt mir, dass ich vielleicht erstmal den Bürgermeister begrüßen. Ich merci sagen, nicht nur für die Präsenz heute, mit die ganze Zusammenarbeit der Patronage von diesem Jubiläum. Wir wissen, nur eine große Freund an mir, und wir sind dafür dankbar. Dann gebe ich auch gerne den Herrn Josquelot, den Generaldirektor von der Post, Adjoint. Ganz herzlich begrüßen. Und noch ein ganz großes Merci für die wunderbare Zusammenarbeit, dass wir so einen schönen Timbre konnten realisieren. Auch dem Herrn Emil Espen, der Chef von der Post Philatelie, ein ganz großes Merci. Dem Herrn Jos Wolf, Präsident von der Fédération des Sociétés Philatéliques, ein ganz großes Merci. Und dann und alle Mitarbeiter vom Vierbringungsgruppe, vom Jubiläum, von der Oktavkommission, von der Kathedrale und vom Bistum. So eine Sache können wir nicht mehr auf den stellen, wo viel Leute hier mitschaffen. Das geht nicht. Und das durch Ehrenansatz als engagierte Christen, wo das möglich war. Es gibt dann aber auch nach Flight, je voudrais souligner mes remerciements à M. Jacques Schneider, qui a réalisé cette belle exposition à la cathédrale et qui nous permet aussi, je dirais, de ne pas seulement nous tourner vers le passé, mais de réaliser quelque chose dans l'art de notre temps. Un tout grand merci. Merci un Freund von der Philatelie, Vertreter von der Presse, e naturalmente un ringrazio speciale al Servizio del Vaticano e specialmente al dottore Mauro Olivieri, direttore dell'Ufficio Filatelico del Vaticano, e alla gentilissima signora Daniela Longo, l'artista e la realizzatrice di questo francobollo. È qualcosa di speciale per noi di avere questa edizione del francobollo insieme con le poste del Lussemburgo e le poste del Vaticano. Siamo onorati. Ich will noch nicht nach groß vor zum Jubiläum so, sonst geht es immer mehr spät für den Pat. Aber einfach noch ein bisschen darauf hinweisen, was Herr Henninghausen meisterhaft gemäht wird, wie die Verehrung von der Trägerin, die verbunden ist, an der Vergangenheit einfach mit dem Litzebuer sind, mit der Identität von unserem Land. Und heute nach immer als etwas, was die Kirche von Litzeburg auszeichnet. Von einem besonderen Touch gibt, ein Reichtum, der keine andere Kirche hat, auf den wir stolz drauf sind. Und kommen schon nach Jubiläum. Wir werden 150 Jahre bis zum Litzeburg feiern können. Wir werden feiern 400 Jahre Verehrung von der Trägerin. Ganz runde Jubiläum. Und dann 350 Jahre Maria Patronisch vom Land. An die Initiative vom Timbre ist eine wunderbare Sache. Also Post kommt den Timbre den 5. Oktober überreicht. Und schon hier hat sich Zeit geholt, für den Timbre zu gucken und den heute appréciiert. Der Post muss man wirklich merci so für die Realisation von dem Timbre. An den zwei Services Philateliques von Lützeburg auf dem Vatikan für die wunderbare Arbeit an die Bereitschaft, eine Koalition zu machen. Das ist aber nach einer Person, die ich ganz besonders schön merci sagen, dass das Herr Marc Scheck steht. Aber nein. Die hat die wunderbare Idee. Aber wenn eine Idee noch zu Lützeburg gemischt so, das geht doch nicht. Nee. Aber wenn eine Idee hat, also ja, ist gut. Da geht es etwas. Dann geht es an Zukunft daran. Für diese Initiative, also nicht andere Initiativen, für einen Ansatz an der Kirche, ein ganz großer Merci. Und dann
E grosse Merci woch fir all Leiit Hauptamtlecher wie Benevoler die mat geschafft hun, dats des Jubiläumsfeier e Suse gouf. An mat Di Jo gefangen ha noch mat Di Jo. Nach enkeiere Merci fir Ären Patronage vun der Stadt Lützeburg fir feiern am Jubiläumsch. Voilà, du wat nech. Mei klenge Speech geméide schoffene war net ze lang. Das wo de wichte Sache. Merci, Erzbischof. Die Damen und Herren, haben auch kurz ergreifen. Das gesagt, ich hatte Initiativ gehabt. Das von allen Doen ein gut Lützeburger Art bei Jesusmann zu gehen. Seit über 350 Jahren machen Lützeburger das bei Mutter Gottes zu gehen. Mit das Jahr am Jubiläumsjahr war das ein bisschen ernst, weil nicht nur die Leute bei Konsulatrix gegangen, mit Konsulatrix, also auch bei den Leuten das Jahr gegangen. 26 Mal hat sie ihre Genotenthron an der Kathedrale verlost für hier Kanner an den Quartieren von der Stadt Lützeburg zu besichern. Und sie geht auch nach weiter bei Leid heim an Briefbord an Form von einem Term. Das ist eine wunderbare Sache, eine wunderbare Botschafterin Krämer, das so, lassen wir das kurz so, dass wenn wir einen Term haben, den durch die Welt geschickt mit dem Motiv von der Konsulatrix, so reiht sich den Term am Anfang an eine ganz lange Tradition, wo Konsulatrix am Anfang immer durchgestaltet wird. Das am Anfang Durchstellung von der Konsulatrix sind eigentlich so alt, wie die Wallfahrt zur Mutter Gottes gibt. Das wird Pater Brucker 1624 initiiert hat. Das ist schon ganz früh abgegriffen gehen, für das die Leute gegen Bilder von ihr Hund, kleine Andachtsbilder, weil die Leute wollten, die bei Klassisch Kapelle kommen, sie natürlich auch ein Souvenir machen und denken, und noch mit der Status so gut wie auch mit dem Wallfahrtsort irgendwo verbunden bleiben, vernetzt bleiben. Und so sind schon echt Andachtsbilder 1640 zu Antwerpen gedruckt, die diffusiert wurden. Eben in den Bildern als ganz prominent herauskommen und eine eigene Dynamik entwickelt. Die kennt das alles, das Wallfahrtsbild von Kevela, den zweitgrößten Wallfahrtsort an Deutschland, noch Altötting. Da hast eine eigene Ikonografie entstanden mit der Konsulatrix, also Bildchen übrigens, wo sie noch nicht den Staatsschlüssel hat. Wir finden das natürlich auch ein bisschen desillusioniert gehen, wie wir hören am Kader vom Jubiläum, dass wir nicht die Einzigen sind, die Mutter Gottes mit einem Staatsschlüssel haben. Wieso über Jahrzehnte, die Jahrhunderte noch, sind immer Künstler, die sich inspirieren gelassen haben von der Mutter Gottes, die auch immer irgendwie sich geguckt und für die Konsulatrix auf irgendeine Art und Weise durchzustellen. Auch sie haben sich irgendwo immer verbunden gefühlt mit dem Sujet. Und das ist weitergegangen über die Jahrhunderte. Aber so hat die Andachtsbilder schon natürlich eine große Bedeutung am Zweiten Weltkrieg, weil die Leute natürlich auch ein Stück chemisch verbunden und besonders für die Lützeburger, die müssen chemisch verlosen. Wir waren ja auch sogar nicht nur Bilder zirkuliert, mir auch Kopien an Holz oder an andere Supporten. Aber an der Chance oder Gelegenheit die Ausstellung gucken zu Monument zu Baschen, also am Museum en Picorue, da sieht da wirklich wie Konsulatrix Anzug gehandelt an Bilderwelt, an aber vielfältig Art und Weise, wie sie dekliniert wird, sowohl an der Bilderwelt wie auch auf anderen ganz interessanten Supporten. Und noch Post hat 1945 um den Zweiten Weltkrieg Konkurs ausgeschrieben, für eine erste Kehr Konsulatrix philatelistisch zu deklinieren, um einen Timbre zu bringen, wo auch ganz renommierte Artisten sich dem Sujet angeholt, zitieren den August Trümmer, also auch sie hatten alle eine gewisse Affinität für die Statue und immer von den an der Bilderwelt bis heute den Künstler Jacques Schneider zitiert, den auch eine Ausstellung an der Kathedrale hat. Ich denke auch an die vielen Skulpturen, die man an der Stadt Lützeburg am Kader vom Jubiläum mit den Geschichtsmuseum von der Stadt Lützeburg Führungen angeboten, viermal einfach die viele verschiedene Statuen von der Mutter Gottes für die mal gucken zu gehen, für eine gewisse Sensibilität dafür zu kriegen. Wir sind da ganz marianisch geprägt. Maria hat da eine große Stellenwert an der Ikonografie.
von unserer Stadt. Und sind wir natürlich ganz froh, dass wir den Timbre haben. Und kann ich wirklich so, dass ein starkes Stück Lützeburg war der Mendlo vehiculiert wird durch den Timbre und noch ein nächste Player, wo wir Timbre gesehen, dass als Madonna durchgestellt ist, von der Döbler Skyline von der Stadt Lützeburg an der Stadt Rom, normalerweise an der klassischer Ikonografie fand er immer die Festungsstadt Lützeburg an, das ist Kapelle, also das ist Kapelle als nicht überdimensional gemalt gehen, mit das den Petersdom von Rom. Wenn der Propst gesagt wird, das Konsulatrix geht nicht mehr, das ist nicht mehr wichtig für Lützeburg, aber auch für uns alle, da meine ich dann wäre den guten Schwar von der Philatelie, auch von der Artistin Madame Longo, für eben die zwei Elemente zu verbannen. Und kann ich wirklich so lei fa bella figura sul Franco Bali. Und da gebe ich Wort gehen und den Direktor von der Vatikanischen Philatelie, den Dr. Mauro Olivieri. La parole est à vous. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités ici au Luxembourg pour cette présentation. Avant tout, j'aimerais dire quelques mots à propos de l'émission des timbres. Donc, une émission des timbres, c'est une chose toujours très intéressante. Dans les cas des émissions communes, ce sont souvent des choses un petit plus compliquées. Il faut mettre d'accord des différentes sensibilités sur les images, etc. Donc, avec Émile, on a travaillé très bien ensemble et on a commencé à faire ces projets. Après, on a choisi Daniela, qui était l'artiste qui a fait les dessins. Mais pour nous, n'était pas suffisant, donc on a décidé aussi de faire une impression particulière. C'est une impression en taille douce qui a été faite par la Poste, Filaposte en France. Donc il y a une autre personne qui a travaillé sur le projet, qui est l'artiste, une autre artiste, disons, qui a fait le travail de taille douce. Donc les projets, c'était très, très articulé, très compliqué à amener, mais je crois que le résultat final, c'était vraiment de grande efficace et de grande satisfaction pour tout. Mais ce que je voulais dire dans cette journée, c'est que cette émission a eu deux moments très émouvants pour nous. L'une était la semaine passée, quand on a remis les timbres au Saint-Père. Donc Émile et M. Jacques et le monsieur Muller à Rome sont venus pour présenter au pape les timbres. Et ça, c'était pour nous aussi qui travaillons au Vatican, donc on a l'occasion de voir le pape quelquefois. Mais c'est toujours pour nous... donc le pape François, c'est très différent des autres que j'ai connus. Et il se promène dans la cité du Vatican quelquefois, donc a la possibilité de rencontrer comme d'autres personnes disons des personnes normales. Donc il est une personne normale, c'est ça. Donc c'est toujours intéressant. Mais dans une occasion officielle comme celle-là, c'était vraiment une belle occasion et le pape était très gentil avec nous et il s'est intéressé des timbres, il a regardé les timbres et en particulier il est très dévoué à la Vierge, donc l'image de la Vierge était très bien accueillie par le pape même. L'autre moment très émouvant, je dois le dire, c'était au mois de janvier, quand on est venu au Luxembourg pour voir la statue de la Vierge. Donc on est arrivé ici, et toujours avec Émile et Daniel était avec nous. On est allé à la cathédrale, et à la cathédrale on s'est trouvé dans une situation très particulière. Et il y avait la statue de la Vierge, et il y avait dizaines de différents comment on dit, habillements. Voilà, robes. Et on pouvait choisir des différentes couleurs, des différentes solutions, des différentes clés, etc. Et il y avait des dames qui étaient là et qui étaient vraiment super dévouées, super gentilles avec nous, mais surtout avec la statue de la Vierge. Donc disons que on pouvait voir qu'il aimait la statue et la Vierge. Donc ils ont mis une attention, l'amour, disons, non, vers elle, et c'était vraiment
une situation pour nous émouvante parce qu'on a vu que la Vierge consolatrice est vraiment très, très aimée au Luxembourg et ils ont expliqué toute l'histoire, etc. Et donc on a vu que c'était vraiment pour nous une occasion spéciale de pouvoir choisir des robes et des couleurs, etc. Et après on a choisi la robe rouge. Donc j'ai trouvé cette occasion vraiment inoubliable. Donc merci à vous pour nous avoir donné cette occasion de voir que la foi a aussi une façon, disons, on peut voir l'amour qu'on a vers la Vierge. Donc, merci à vous pour cette occasion. Monseigneur, Madame Moyamister, Mesdames und Herren, vieles ist schon gesagt gehen. Ich hatte nicht besser können machen an die Leute, die sind wirklich ganz involviert, dann noch ganz informiert an den Sujeten. Vielleicht aber ein paar Worte von meiner Seite trotzdem zu den Timbren. Eine große Merci an den Herrn Jack für die Initiative geholt zu haben, für den heutigen gemeinsamen Timber rauszugehen. Das ist aber schon ziemlich exceptionell, wenn man ganz gelegentlich nicht mehr merken. Hier ist aber eine Person, die dem ganz bestimmt entspricht. Das Motiv von der Maria an dem dritten Timber ist natürlich auch ein, die ganz viel ausspricht, sowie ganz Reihe anderer Kirchenmotive, die wir auf Timber merken. Das ist der Reflex einfach von der Lützeraer Gesellschaft. Kirche und Marienvereinigung als den größten Teil vom Patrimoine zu Lützeburg selber. Und dafür also doch nicht erstaunlich, dass wir die Motive ganz gerne auf den Timber überholen, weil das ganz Ursprechendes ist und noch den Anklang bei der Population findet. Wir haben, ihr wisst, eine Kommission, die auch maßgebend ist für die Timbren herauszusichern, das ist nicht Post selber, die das möchte, und die basieren sich ganz stark dann auf die Überlegungen über das Patrimoine zu Lützeburg für die Decision zu holen und auch die Proposen zu machen. Ich werde auf den Timber überholen, an einem Jahr, an der Zeit wäre ein Sujet, den natürlich ganz ursprünglich war, auch den ganz justifiziert wäre für das zu machen, weil ich noch überlegt, dass wir gesagt haben, dass nur dem Zweiten Weltkrieg eingefunden oder die zweite Mission von Timber, die rauskommt, ist auch am Kader von der Maria, die muss gemerkt haben. An dem Kontext waren wir auch ganz froh, wie den Herr Mauro Propos gemacht hat für die Artistin. Sie überholen hat man am Lungo für die Propos halt zu machen, dann schlicht informiert sind, dass sie auch gewinnt, an den dritten Bereich Sujet zu trätieren, und das ist mir auch ganz gut gelungen in dem heutigen Kontext. Das ist auch ganz aufwendig, Thema, den ich gemerkt habe, dass an der Impression von der Philatelie Post, von der Post Française gemerkt haben, am Stuhlstich mit 7 Färbendruck, das schon ganz extrem aufwendig ist, man muss nicht immer licht, wenn man ein Thema merkt, weil das aber ganz bestimmt justifiziert. Das Resultat, meine ich, lässt sich dann noch weisen, von die ersten Reaktionen her, noch einmal von den Leuten von der Philatelie, die justifizieren das dann noch konfirmieren, dass das aber ganz flotte kann aus den Hai realisiert hinaus. Dafür vielleicht auch ein ganz großes Merci. Ich verstehe, dass Madame Longo kein Französisch schwätzt, dafür vielleicht ein kleines Essay von meiner Seite. Cara Signora Longo, mille grazie per vostra collaborazione e vostra realizzazione artistica. Grazie. Un grand merci aussi, Monsieur Moreau, pour la collaboration. La fabrication d'un timbre conjoint, comme j'ai expliqué, est quelque chose quand même d'exceptionnel. Et ça nous a quand même plu d'avoir votre collaboration et votre engagement personnel pour la réalisation du timbre. Merci. Je vous ai ein kleiner Hinweis. Mit der Artistin, Madame Longo, wir haben eine Signatur, um Herrn Not Enveloppe verdelen. Man kann im Timbre für die Leute, die dann interessieren, können noch nach davon profitieren. Voilà, un gros merci dann und den Herrn Jack, ein großes Merci auch an den Erzbischof, an den Bistum für die Kollaboration und das Engagement am Timber, an und Gemeinde, die sofort für den Timber einmachen.
Ich war proposieren, dass man den Temper überrechen oder von dir direkt abse. Klenk wordt Ja, ook van oké. Hexie. De klenk wordt ook van, dus begrüßt wordt voor merci und all die mitgeholfen von die Initiative halt zu holen. Natürlich den Erzbischof Post an die Artisten an den Vatikan. Un grand merci, vraiment bravo, c'est formidable. C'est vraiment très très beau. Aber wie gesagt, für allem ein großes Merci und dafür wäre ich auch gerne sowohl als Bürgermeister direkt d'accord für eben den Patronage von der Stadt eben noch für die 350 Jahre zu dienen und auch an meinem persönlichen Genug. Ich meine, Mutter Gottes stellt für uns alle gut das durch, was meine Schwierigkeiten das wichtig ist, dass die Geborgenheit an die Liebe, die ich kriegen an der Familie, besonders eben noch von der Mann. Das ist das, was Lützeburger so attrachiert und uns Kathedralen und Mutter Gottes. Und dafür ist eben noch die Liebe, die jeder noch gestern gespürt hat. Für mich gibt es kein mehr schönes Lied wie das, wo Mama lebt, Mama der Oven. All Chaos, wenn ich das höre, dann ich natürlich mitfangen. Da gibt es einen Tänger her, das wir sehen, da steht auch das essentiell von unserer Gesellschaft. Und ich habe die Chance, eine Mama zu haben, die mir das mitgehen hat. Ich habe versucht, auch rüberzubringen. Und dafür bin ich vollkommen dabei. Dann halt die Temper überrechen. Weisen direkt. Okay. Madame Moore. Moment. Ah, devez juste, bon monsieur, vous avez là, si vous tenez un peu, non, comme ça, non. Et madame, non, non, reste, monsieur, mais juste à côté. Voilà, très bien, merci. Parfait, merci.